Am Rand der Sioniberge hat es einen flachen, mit Steinbrücken bedeckten Hügel gehabt. Einmal im Monat, wenn der Vollmond bleich vom Himmel abgeleuchtet hat, haben sich dort die Wölfe versammelt, um über wichtige Angelegenheiten zu beraten. Zusammen mit ihren 4 Wolfskindern und einem Menschenbub haben sich auch Mogli seine Wolfseltern auf den Weg zum Hügel gemacht. Es war schon fast dunkel, wo sie dort angekommen sind. Und sie sind ganz erstaunt, dass schon mehr als 100 Wölfe gewartet haben. Ja, es hat sich eben wie ein Lauffeuer verbreitet, dass heute Abend die Aufnahme von einem Menschenbub in einem Sioni-Wolfsrudel besprochen werden soll. Und alle haben sie ihn sehen, der Mogli der Frosch. Auf einem glatten Felsen ist der alte Leitwolf, der Akela, gelegen. In seinem langen Wolfsleben hat er schon viel Gespässiges gesehen und auch schon viele Gefahren überlebt. Er war stark und gescheit und hat die Eigenschaften und Besonderheiten der Tiere und auch der Menschen sehr gut kennt. 3 Mal haben ihn die Wölfe zum Kampf herausgefordert, weil sie selber Rudelführer werden. Aber der Akela hat sie alle besiegt. Mit den Jahren ist sein Fell grau geworden und er hat überall Narben gehabt. Aber seine Zähne und sein Verstand sind noch immer so scharf wie zu seiner Jugendzeit. Nachdenklich hat der Akela den Menschenbub angeschaut, der in der Mitte von seinen Wolfsbrüdern gesessen ist. Der Vollmond ist hinter den Berggipfel aufgestiegen und die Hügel haben hell leuchten. Da war am Mogli sein glatter Körper deutlich zwischen den dunklen Pelz von seinen Wolfsbrüdern zu sehen. Seid still, ihr Wölfe. Ihr wisst alle, um was es heute geht. Soll das Menschenkind, der Mogli, in unser Rudel aufgenommen werden? Soll er mit den Wölfen jagen, wenn er grösser wird? Und darf er seine Meinung auf dem Ratshügel vertreten? Schaut ihn gut an, Herr Wölf. Wenn 2 Stimmen aus dem Rudel für ihn sprechen, dann nehmen wir ihn auf. Am Mogli seine Eltern haben sich kaum getraut zu schnaufen. Sie selber haben bei der Beratung über ihr neues Kind schweigen und haben auch nicht mit abstimmen. Wenn das Rudel den Mogli nicht aufnimmt, müssen wir ihn im Dschungel aussetzen. So verlangt das Gesetz der Wölfe. Aber er ist doch noch so klein, so weich. Der Tiger würde ihn sicher aufspüren und fressen. Wenn das Rudel ihn ablehnt, dann kämpfe ich für ihn. Auch ich habe den Mogli so gleich gern wie unsere anderen Kinder. Nein, wir tun ihn sicher nicht aussetzen. Lieber verlassen wir denn unser Rudel. Ich bin stark und schnell. Du bist gescheit und wachsam.